SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Samstag, der 15. August, das sind unsere Themen. Schweres Erdbeben auf der indonesischen Insel Flores. Zahlreiche Gebäude sind eingestürzt, Dutzende Menschen wurden getötet oder verletzt. Kaum Entlastung der Kantone. Spezielle Bundesasylzentren und gesunkene Asylzahlen zeigen nicht die gewünschte Wirkung. Wirtschaftsaufschwung in Marokko. Das Wachstum beträgt rund 4%, doch der Wohlstand kommt nicht in der Breite an. Richtig abgehängt sind vor allem die ruralen Gegenden. Da ist die Analphabetenrate extrem hoch noch. Die Löhne sind niedrig, die Einkommen in der Landwirtschaft. Also da ist es ganz schwierig, sagt Nordafrika-Expertin Isabel Wehrenfels. Unter anderem das führe zum Migrationswunsch vieler Junger im Land. Und Solidarität mit Italiens Reisbauern. Das Tessin erhöht den Abfluss aus dem Luganersee. Es gibt aber auch Kritik an Italiens Umgang mit dem Wasser. Auf der Insel Flores in Indonesien sind heute bei einem Erdbeben der Stärke 7,7 mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. Einige Stunden später kam es in einer anderen Region des Landes zu einem weiteren starken Beben. SRF Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi mit den Einzelheiten. Die Aufnahmen von Augenzeugen sind dramatisch und zeigen Menschen, die in Panik fliehen, während Dächer und Hausmauern einstürzen. Heute früh um 5 Uhr Ortszeit bebte die Erde im Osten Indonesiens, besonders betroffen die Insel Flores. Auf das erste Beben folgten mehrere starke Nachbeben. Laut offiziellen Angaben sind mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen, mehrere Dutzend Menschen sollen verletzt sein. Die Such- und Rettungsarbeiten dauern aber noch an. Rund 2000 Menschen seien in sichere Gebiete geflohen. Neben Wohnhäusern wurden laut Behörden auch mehrere Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Bürogebäude teilweise sehr stark beschädigt. Bis das gesamte Ausmaß der Zerstörung klar sein wird, dürfte es aber noch dauern. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren, sowie sich von Gebäuden mit Anzeichen von Schäden fernzuhalten. Eine zuvor herausgegebene Tsunami-Warnung wurde im Lauf des Tages wieder aufgehoben. Gegen Abend dann ereignete sich in Indonesien ein weiteres starkes Erdbeben, dieses Mal auf der Insel Sumatra. Über Schäden oder Nachbeben gibt es dort bislang keine Meldungen. Indonesien ist ein riesiger Archipel mit über 17.000 Inseln und liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring. Der Inselstaat ist aufgrund seiner Lage besonders anfällig für Erdbeben und Vulkanausbrüche. Im Dezember 2004 etwa löste ein gewaltiges Erdbeben der Stärke 9,1 vor der Küste Sumatras im Westen Indonesiens einen riesigen Tsunami aus. Dabei kamen in mehreren Ländern über 200.000 Menschen ums Leben. Martin Aldrovandi. In mehreren Ländern Europas stehen die Feuerwehren im Einsatz und versuchen Waldbrände zu löschen. Mehr dazu in der Nachrichtenübersicht mit Patrick Walter. In Belgien kämpfen Einsatzkräfte gegen den größten Waldbrand in der Geschichte des Landes. Das Feuer ist gestern in einem Waldgebiet im Osten Belgiens ausgebrochen und hat sich seither auf über 1600 Hektar ausgebreitet, wie die Behörden gegenüber Medien erläutern. Die Bewohnerinnen und Bewohner von 2 Dörfern in der Region werden evakuiert. Im Einsatz stehen mehrere Löschhelikopter sowie auch die belgische Armee. Zudem hat Belgien bei der EU um Unterstützung gebeten. Auch im Südwesten Frankreichs, im Département Landes, ist ein Waldbrand am frühen Morgen erneut aufgeflammt. Auch dieser Brand hat sich rasch auf 1600 Hektar ausgebreitet. Mehr als 600 Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht, wie Nachrichtenagenturen berichten. Derweil hat sich die Waldbrandsituation in Deutschland nahe der Stadt Aachen etwas beruhigt. Dort hat ein Brand einen Ortsteil der Gemeinde Hürtgenwald bedroht. Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Vorerst können sie aber noch nicht in ihre Häuser zurückkehren. Im Fürstentum Liechtenstein könnte in Zukunft erstmals eine Fürstin Staatsoberhaupt werden. Denn das Fürstenhaus regelt die Thronfolge neu, wie es mitteilt. In Zukunft geborene weibliche Nachkommen sind gleichberechtigt.
Bislang kamen immer nur männliche Nachkommen für die Thronfolge in Frage. Künftig hat jeweils das erstgeborene Kind des Fürsten oder der Fürstin Anspruch auf den Thron, unabhängig vom Geschlecht. Auf die aktuelle Liste der Thronfolge hat die Neuerung aber noch keinen Einfluss. Die Regelung gilt erst für Kinder des Fürstenhauses, die in Zukunft geboren werden. Aktueller Thronfolger ist und bleibt damit Erbprinz Alois, Sohn des Fürsten Hans Adam II. In Ungarn werden 2 80 Meter lange Frachtschiffe in der Donau versenkt. Sie sollen das Wasser stauen und damit den Betrieb eines Atomkraftwerkes sichern. Die 4 Blöcke des AKW Paks liefern normalerweise 40% des ungarischen Stroms. Weil die Donau aber zu wenig Wasser führt, fehlt es an Kühlwasser und deshalb ist der Betrieb stark eingeschränkt. Dank der versenkten Frachtschiffe soll der Pegel der Donau um 20 cm steigen. Laut Regierungschef Peter Modjor müsste der Betrieb des AKWs vollständig eingestellt werden, wenn der Pegel der Donau weiter sinkt. In die Schweiz. Wegen Notfällen in den Bergen hoben die Helikopter der Rega in diesem Jahr häufiger ab als im Jahr davor. Bis Mitte August zählte die Rega 323 Bergunfalleinsätze. Das sind 39 mehr als im gleichen Zeitraum letztes Jahr, wie die Nachrichtenagentur Keystone SDA berichtet. Dabei geht es um Menschen, die auf Hochtouren oder beim Klettern in Not geraten sind. Wander- oder Skiunfälle zählen nicht dazu. Ein Grund für die Zunahme dürfte aber laut einem Sprecher das schöne Wetter sein. Wenn mehr Menschen draußen unterwegs seien, würden entsprechend mehr Unfälle passieren. Der Hauptpreis des Filmfestivals von Locarno geht in diesem Jahr nach Rumänien. Die Jury zeichnet den Film Du gehörst nicht hierher des rumänischen Regisseurs und Drehbuchautors Florin Șerban mit dem Goldenen Leoparden aus. Der Spielfilm erzählt von der zerrütteten Beziehung eines alleinerziehenden Vaters zu seinem jugendlichen Sohn. Der Hauptpreis ist mit 75.000 Franken dotiert. Die 79. Ausgabe des Filmfestivals in Locarno geht heute Abend zu Ende. Zum Sport. Die Schweizer 4x100 Meter Staffel der Frauen greift an der Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham nach den Medaillen. Sportredaktor Yannick Breu. Das Quartett um Geraldine Titizio Frey, Ayla Del Ponte, Leonie Pointe und Salome Cora qualifizierte sich souverän für den Final von heute Abend. Mit der drittschnellsten Zeit aller Teams unterstrichen die Schweizerinnen ihre Ambitionen. Die Männerstaffel erlebte hingegen über die gleiche Distanz eine Enttäuschung. Sie verpasste den Einzug in den Final um 1 Hundertstel. Ebenfalls eine Enttäuschung gab es für Siebenkämpferin Annick Kählin. Nach der Führung im Weitsprung ist die 26-Jährige nach der zweitletzten Disziplin, dem Speerwurf, auf den 4. Zwischenrang zurückgefallen. Eine Medaille scheint nun unwahrscheinlich. Fehlt noch der Blick aufs Wetter, Patrick Walter. Heute gibt es über den Bergen einzelne Platzregen und Gewitter. Morgen wird es dann mit einigen Wolkenfeldern rund 29 Grad warm. Und vor allem in den Alpen gibt es lokale, teils kräftige Gewitter. Sie hören das Echo der Zeit. So geht es bei uns weiter. Viele Marokkanerinnen und Marokkaner sehen keine Zukunft in ihrem Land, obwohl die Wirtschaft wächst. Und das Tessin ist unzufrieden mit dem Wassermanagement Italiens. Nun soll es der Bundesrat richten. Zuerst dies. In der Schweiz ist die Zahl der Asylgesuche im ersten Halbjahr zurückgegangen. Viele der Gesuche werden dezentral an 6 verschiedenen Standorten in der Schweiz geprüft. Das Staatssekretariat für Migration führt die Verfahren in speziellen Bundesasylzentren durch. Das soll die Kantone entlasten. Heute hat der Bund ein neues solches Bundesasylzentrum im St. Gallischen Altstetten vorgestellt. Dabei hat sich gezeigt, die Kantone spüren die Entlastung bisher nicht. Andreas Stüdli berichtet. Viele Holzfassaden, großzügige Innenhöfe, Spiel- und Schulzimmer für die Kinder asylsuchender Familien und ein Sportbereich an der freien Luft. Das Bundesasylzentrum in Altstetten ist eines der modernsten der Schweiz. Gebaut wurde es auf grüner Wiese, anders als das vorherige Bundesasylzentrum in Altstetten, das in der Stadt war. In der neuen Nachbarschaft stolzieren Störche über die Felder. Das Zentrum angeschaut hat sich heute auch der St. Galler Sicherheits- und Justizdirektor Christoph Hartmann. Trotz der sinkenden Zahl der Asylgesuche, sagt Hartmann, spüren wir
eigentlich keine Entlastung. Das Problem liege nicht beim Staatssekretariat für Migration SEM, so der SVP-Regierungsrat. Die Zahlen des SEM, die haben eine Tendenz nach unten, vor allem die Pendenzen werden abgebaut. Das Problem ist, dass auf der anderen Seite die Pendenzen beim Bundesverwaltungsgericht fast 1:1 zunehmen. Und das gibt einfach keine Entlastung ins System bei den Kantonen und anschließend bei den Gemeinden, sagt der St. Galler Sicherheitsdirektor. Hartmann meint damit negative Asylentscheide des SEM, die vor dem Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Ein Beispiel sind Gesuche von Asylsuchenden aus Afghanistan, wie der Tagesanzeiger heute berichtet. Allein 260 junge afghanische Männer hätten gegen eine Wegweisung Beschwerde eingereicht. Weil noch kein Referenzurteil gefällt wurde, bleiben sie hängig und die Asylsuchenden damit in der Schweiz. Mit mehreren Vorstößen kritisierten auch National- und Ständeratsmitglieder den Pendenzenberg am Bundesverwaltungsgericht. Nicht alle Kantone seien davon gleich betroffen, sagt Bundesrat Beat Jans. Aber einige leiden immer noch darunter, dass viele Fälle jetzt vor Bundesverwaltungsgericht hängen. Die Entscheide sind jetzt zwar schneller gefällt bei uns, beim Bundesasylzentrum, aber sie werden angefochten. Das Bundesverwaltungsgericht ist jetzt ein Nadelöhr, das unbedingt beseitigt werden muss. Der Justizminister ist zuversichtlich, dass das bald gelingt und dann auch die Kantone spüren, dass die Asylzahlen zurückgegangen sind. Ob sich die Spannungen zwischen Bund und Kantonen bald lösen, hängt also auch vom Bundesverwaltungsgericht ab. Spannungen gab es auch im Schengen-Raum, als vor 2 Wochen Zehntausende Migrantinnen und Migranten die Grenze zur spanischen Exklave Ceuta überquerten. Auch für den heutigen Tag gab es in den sozialen Medien entsprechende Aufrufe. Spanien und Marokko verschärften die Sicherheitsvorkehrungen. Insgesamt blieb es gemäß Medienberichten ruhig. Zu Ceuta sagt Bundesrat Jans: Ja, es ist sehr besorgniserregend. Und es ist insbesondere auch besorgniserregend, wer das ausschlachtet und wer davon profitiert. Es sind die Kräfte, die letztlich Europa auseinanderdividieren und spalten wollen. Dass Länder wie Spanien und Italien als Reaktion auf die Ereignisse in Ceuta gegenseitig Flugpassagiere und Grenzen kontrollieren, obwohl der Schengen-Raum in der Regel keine Passkontrollen vorsieht, das sieht Beat Jans als vorübergehendes Phänomen. Es ist eine Hektik ausgebrochen, die ist nachvollziehbar, weil diese Bilder, die waren verstörend. Die Herausforderung war gewaltig. Jetzt, ein paar Tage später, kann man sagen, man hat sie bewältigen können und jetzt kann man wieder zum Courant normal übergehen. Die Spannungen im Schengen-Raum und in der Schweiz, sie könnten bis ins neu gebaute Bundesasylzentrum in Altstetten spürbar sein. In den nächsten Wochen ziehen die ersten Mitarbeiter und Bewohnerinnen ein. Viele junge Marokkanerinnen und Marokkaner haben nur einen Wunsch. Sie wollen weg. In Europa, so hoffen sie, finden sie ein besseres Leben, Arbeit, eine Zukunft. In Marokko sehen sie für sich keine Perspektiven, obwohl das Land wirtschaftlich im Aufschwung ist. Wie kommt das? Darüber habe ich mit Isabel Wehrenfels von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Sie forscht schwerpunktmäßig zu Nordafrika und hat zunächst skizziert, wie und wo sich Marokkos Wirtschaftswachstum besonders zeigt. Also wir sehen das in 3 bis 4 Bereichen. Es ist übrigens ein Wachstum von rund 4%, auch prospektiv in den kommenden Jahren. Und wir sehen es vor allem im Bau- und Infrastrukturbereich. Und da ist quasi die WM 2030 der Motor. Es gibt Hochgeschwindigkeitszüge, Stadien, neue Flughäfen. Und dann hat Marokko einen richtigen Industrialisierungsschub in den vergangenen Jahren. Es ist bei Autoproduktion, Autozubehör ganz weit vorne in Afrika. Es exportiert viel Phosphat und auch Dünger, was jetzt wichtig ist, wo die Straße von Hormuz geschlossen ist. Und es will eine eigene Rüstungsindustrie aufbauen und ist auch im Tech-Bereich recht weit vorne. China investiert viel, gerade zum Beispiel im Bereich E-Batterien. Und nicht zuletzt bei Tourismus ist Marokko inzwischen die Nummer 1 in Afrika. Wer profitiert denn von diesem wirtschaftlichen Aufschwung?
Ja, das ist ein bisschen die Krux. In Marokko wird derzeit viel von Le Maroc à deux vitesses, also das Marokko der 2 Entwicklungsgeschwindigkeiten gesprochen. Übrigens auch der König spricht davon. Es gibt eine enorme Kluft zwischen globalisierten Eliten, einer globalisierten oberen Mittelklasse, das geht teils bis in die reguläre Mittelklasse, die von diesen Infrastrukturprojekten, von diesem Aufschwung profitieren. Vor allem aber sind es die Unternehmen und Unternehmer, die palastnahe sind. Der König natürlich selbst mit seinen Unternehmen und auch der Premierminister ist Milliardär. Richtig abgehängt sind vor allem die ruralen Gegenden. Da ist die Analphabetenrate extrem hoch noch. Die Löhne sind niedrig, die Einkommen in der Landwirtschaft. Also da ist es ganz schwierig. Auch die Jungen im Land haben es schwer. Marokko hat eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Warum finden gerade die Jüngeren keine Arbeit? Also es gibt eine Reihe von Gründen. Das eine ist natürlich eine Frage des Bildungswesens. Es gibt ein öffentliches, es gibt ein privates. Die Kluft ist sehr groß. Und es werden auch zu viele AkademikerInnen im Vergleich zu Facharbeiterinnen, Skilled Workers, wie es heißt, produziert. Und dagegen hat übrigens auch die Gen Z 212, das waren die Proteste letzten Herbst in Marokko, protestiert. Die haben gesagt, es muss mehr ins Bildungswesen, aber auch ins Gesundheitswesen, sodass wir fit sind für den Markt. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist, das wirtschaftliche Wachstum ist zu niedrig, um genug neue Jobs zu schaffen. Und das ist ein Problem, was nicht nur Marokko hat, auch Tunesien, Algerien haben das, aber Algerien hat Öl- und Gasreichtum und kann dann Transferleistungen machen. Bei Marokko ist es so, dass die OECD ausgerechnet hat, dass 2025 gegen 400.000 neue Menschen auf den Arbeitsmarkt geströmt sind, aber nur knapp 200.000 neue Jobs geschaffen wurden. Und diese Jobs sind auch in der Regel im Moment in kapitalintensiven Bereichen, aber eben nicht in Bereichen, in denen viele Jobs generiert werden. Und wie wirkt sich das aus auf die Jungen und die ganze Gesellschaft, wenn so viele junge Erwachsene keine Arbeit und damit ja auch kein ausreichendes Einkommen haben? Also ich meine, das wirkt sich erstmal auf die Lebensentwürfe der Jungen aus. Sie können zum Beispiel nicht ausziehen. Oftmals bedeutet das auch, wenn die Wohnungen sehr voll sind, man kann nicht heiraten, und in konservativen, religiösen oder schlicht traditionellen Milieus ist es auch undenkbar, dann wirklich eine Beziehung zu haben. Die soziale Kontrolle ist sehr stark. Da gibt es eine große Frustration unter Jugendlichen. Und es gibt auch ein Drogenproblem, ein Alkoholproblem und vor allem den Migrationswunsch. Umgekehrt aber gibt es auch es klingt zynisch, aber einen positiven Effekt. Das ist nämlich, dass die Fertilitätsrate sinkt. Junge marokkanische Paare wollen maximal 1 bis 2 Kinder, weil sie ihnen eine gute Bildung garantieren wollen. Und Marokko hat inzwischen eine Fertilitätsrate, die ganz knapp am Erhalt der Gesamtbevölkerung liegt. Ist die wirtschaftliche Perspektivlosigkeit der einzige Grund, der junge Marokkanerinnen und Marokkaner dazu bringt, Richtung Europa aufzubrechen? Es ist der wichtigste, aber nicht der einzige. Marokko hat wenig politische Flüchtlinge, das muss man sagen. Aber was natürlich da ist, es ist eine riesen Diaspora da und da gibt es Netzwerke und das ist auch verlockend. Man denkt, der Cousin, der schon dort ist, hilft einem, und es gibt eben auch die gesellschaftliche Freiheit. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Und da muss man sagen, dass es ein Paradox gibt. Das nennt sich Migration Hump und das bedeutet, dass je stärker das Wachstum oder das Pro-Kopf-Einkommen in einem Land ist, desto größer wird der Migrationsdruck bis zu einem gewissen Pro-Kopf-Einkommen. Und in der Regel ist es zwischen 3.000 und zwischen 5.000 und 10.000 $, die bedeuten, dass die Leute, also wenn das Pro-Kopf-Einkommen so ist, dass die Leute es sich eher leisten können, Schmuggler zu bezahlen. Und Marokko hat jetzt ein Pro-Kopf-Einkommen von leicht über 4.100. Das heißt, es könnte wieder sinken, und wenn man das mit der Fertilitätsrate kombiniert, dann sind die Perspektiven gar nicht so schlecht, dass es mehr Jobs geben wird und irgendwann, wenn das Pro-Kopf-Einkommen höher ist, einen kleineren Migrationswunsch. Sie haben die Proteste der sogenannten Gen Z im vergangenen Herbst erwähnt. Die Jugendlichen haben protestiert, weil sie sich abgehängt und vom Staat vernachlässigt fühlen. Wurden oder werden die Jungen von der Regierung gehört?
Also der König hat sich geäußert und hat die Gen Z nicht erwähnt, aber höhere Investitionen versprochen in den Gesundheits- und in den Bildungssektor. Es gab aber auch recht viel Repression. Und dazu muss man auch sagen, dass in Marokko die politischen Freiheiten eher abgenommen haben. Es orientiert sich sehr stark an asiatischen Entwicklungsdiktaturen, sprich man will den Leuten wirtschaftlich Chancen bieten, sozioökonomische Chancen, aber politisch möchte man die Freiräume gut kontrollieren und recht eng halten. Sagt Nordafrika-Expertin Isabel Wehrenfels von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Italien bekommt vorübergehend mehr Wasser aus dem Tessin. Der Kanton erhöht den Abfluss aus dem Luganersee, damit die Reisbauern in Norditalien ihre Felder besser bewässern können. Viel bringt die Maßnahme allerdings nicht, sie ist vor allem als Zeichen des guten Willens zu verstehen. Noch vor kurzem hatte die Tessiner Regierung ein Gesuch aus dem Piemont abgelehnt, mehr Wasser aus dem Lago Maggiore beziehen zu dürfen. Dabei sitzt Italien bei der Bewirtschaftung des Lago Maggiores über Jahre gesehen am längeren Hebel. Im Tessin sorgt das seit Jahren für Kritik. Im Kampf ums Wasser soll nun Bern für gleich lange Spieße sorgen zwischen Italien und der Schweiz. Tessin-Korrespondent Ivan Santoro berichtet. Von 3 auf 8 Kubikmeter Wasser pro Sekunde erhöht das Tessin für mindestens 10 Tage den Abfluss aus dem Luganersee. Das sind rund 5000 Liter Wasser zusätzlich pro Sekunde, welches zu den Reisfeldern in Norditalien gelangt. Für Laurent Filippini, Leiter des Tessiner Amts für Gewässer, ist die Maßnahme verkraftbar. Wir befinden uns sozusagen im normalen Bereich. Klar sind auch wir von der Dürre betroffen, aber wir haben im Juli und Anfang August Wasser gespart, sodass wir diesen Rückgang verkraften können. Der Pegel des Luganersees sinkt dadurch um rund 10 Zentimeter. SP-Nationalrat Bruno Storni befasst sich seit längerem mit der Wasserversorgung. In seiner Wohngemeinde Gordola hat er als Gemeinderat ein innovatives Trinkwassersystem mit aufgebaut, das schweizweit als Vorbild für Wassersparen gilt. Er begrüßt zwar die Hilfe für die italienischen Nachbarn, äußert sich aber auch kritisch zum Umgang mit Wasser in Teilen Norditaliens. Zum Beispiel Lombardei ist 50% der Felder werden überschwemmt im Prinzip. Und das ist wirklich nicht tragbar heute, wenn es überhaupt immer weniger Wasser gibt. In anderen Regionen seien diese Felderflutungen verboten, zum Beispiel in der Emilia-Romagna, so Storni. Für Filippini vom Tessiner Gewässeramt ist aber klar, bei der Maßnahme handelt es sich um einen Akt der Solidarität. Gerade wegen des Klimawandels ist die Zusammenarbeit wichtig. Die Seen gehören nicht dem einen oder anderen Land, sondern sie gehören allen. Einmal ist der eine vom anderen abhängig und dann ist es wieder umgekehrt. Aber gerade dieses Gleichgewicht stimme eben nicht, findet Storni und kritisiert insbesondere die Regulierung des Lago Maggiore. Obwohl der See zu einem 1/5 auf Schweizer Gebiet liegt und ein großer Teil seines Wassers aus der Schweiz stammt, steuert Italien den Pegel mit seinem Wehr am südlichen Ende des Sees. Seit Jahren werde der Wasserstand erhöht, um den Bedarf der Landwirtschaft in der Po-Ebene abzudecken. Das führe dazu, dass der See im Winter und Frühjahr häufiger über die Ufer trete und Schäden verursache. Italien bezeichnet die höheren Pegelstände als Versuch. Für Storni ist das wenig überzeugend. Es ist absurd, dass man experimentiert. Das kann man mit einem Rechner und Rechnermodelle auch theoretisch rechnen. Und ohne, dass man jetzt da 10, 15 Jahre experimentiert. Und in dieser Experimentierphase haben sie aber schon ihren Ziel erreicht. Sie haben der Pegel erhöht. Deshalb fordert der Tessiner Nationalrat vom Bundesrat ein Abkommen mit Italien zur gemeinsamen Regulierung des Lago Maggiore. Der See sei der einzige grenzüberschreitende, bei dem die Anrainerstaaten nicht gleichberechtigt über die Wassersteuerung entscheiden könnten. Es ist nur der Lago Maggiore, der nicht so ein Abkommen hat, weil der Bodensee hat ein Abkommen, der Lago di Lugano hat ein Abkommen mit Italien, der Genfersee hat seit letztes Jahr ein Abkommen mit Frankreich. Hier ist so, dass
Die Beschlüsse werden in Italien gefallen. Ihr könnt mitmachen, aber wir bestimmen, wie hoch der See ist. Noch in diesem Herbst soll der Bundesrat über den Stand der Verhandlungen informieren. Storni zeigt sich zuversichtlich, denn auch auf italienischer Seite regt sich Widerstand gegen die höheren Pegelstände. Das war das Echo der Zeit am Samstag, dem 15. August. Redaktionsschluss 18.25 Uhr. Lukas Schneider war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Jan Krübler, am Mikrofon Brigitte Kramer. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.